Es kommt immer wieder vor, dass guten Absichten Steine in den Weg gelegt werden. Der Friede, der zwischen Paulus und der Gemeinde bestand, konnte aber dadurch nicht beeinträchtigt werden. Paulus bekam Besuch im Gefängnis von Silvanus oder Silas, wie man ihn kurz nannte, und wahrscheinlich auch von Timotheus, seinen guten Freunden. Zusammen haben seine Botschaft an die Gemeinde geschickt. Somit war Paulus zwar räumlich abwesend, aber im Geiste bei seinen Leuten anwesend. Äußerlich gab es Unfrieden, der dazu geführt hatte, dass Paulus ins Gefängnis gesteckt wurde. Aber die Gemeinschaft, die Paulus mit den Thessalonichern hatte, wurde dadurch noch bestärkt, weil sich nun Silas und Timotheus mit ihm zusammensetzten und zusammen mehrere Briefe schrieben, deren tiefe Gedanken uns bis heute erhalten geblieben sind. Es lohnt sich übrigens, die Thessalonicher Briefe mal zu lesen. Wenn man in Gemeinschaft einen Brief schreiben will, geht das nur, wenn man sich gut versteht. Wenn Friede und nicht Streit untereinander ist. Ich stelle mir vor, dass die drei eine besonders große Freude hatten, zusammen im Gefängnis einen Brief zu schreiben. Paulus war zwar eingesperrt und eigentlich damit daran gehindert, weiter zu predigen, aber das Ergebnis war, dass dies umso intensiver geschah. Man hatte versucht, Paulus zu behindern. Der Schuss ging nach hinten los. Das Ergebnis ist, dass wir auch heute, 2000 Jahre später, noch immer nachlesen können, was Paulus damals seiner Gemeinde zu sagen hatte und dass wir auf den Briefen spüren können, wie gut Paulus sich mit den Thessalonichern verstand. Die Freude, die die drei beim Aufschreiben hatten, ist im ganzen Verlauf der Briefe zu spüren. Und unter anderem auch in der Notiz am Ende. Der Gruß mit Nachnamen des Paulus hat. Das ist das Zeichen meiner Briefe. Also schreibe ich. Wenn nur die Unterschrift von Paulus selber geschrieben worden ist, dann war einer von seinen Freunden gewissermaßen sein Sekretär und hat aufgeschrieben, was Paulus diktiert hat. Wenn der lange Brief gemeinsam geschrieben worden ist, heute schreibt man gar nicht mehr so lange Briefe, dann spielen auch andere Dinge noch eine Rolle. Natürlich haben die drei auch alles besprochen, was in den Brief enthalten sein soll, worüber in der Gemeinde gerade geredet wurde, wie sie das nun formulieren sollten. Alle Gedanken und Formulierungen sind von Silas und Timotheus noch einmal durchgesprochen worden und bestimmt sind auch etliche Wörter von ihnen auch drin. Welche das sind, lässt sich nicht mehr ergründen. Aber Paulus hat unter alle diese Sachen seine Unterschrift gesetzt. Es war eine Gemeinschaftsarbeit und ich stelle mir vor, dass die drei eine diebische Freude hatten, der Obrigkeit von Ephesus ein Schnippchen zu schlagen. Wie weitreichend die Folgen davon, die guten Folgen davon sein würden, konnten sie damals nur ahnen. Es ist erstaunlich, was für Geschichten ein paar kurze Verse aus der Bibel noch erzählen können. Ich lese sie noch einmal vor. Ihr aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit Weinen des Paulus Hand. Das ist das Zeichen in allen Briefen, also schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Mir persönlich würde es großen Spaß machen, die Originalunterschrift selber zu sehen, die Paulus unter diesen Brief gesetzt hat. Das war natürlich nur den Leuten vergönnt, die das Original in den Händen hielten. Dieses Original gibt es schon lange nicht mehr. Aber die Briefe wurden immer wieder abgeschrieben und später mit vielen anderen Briefen zu dem Buch zusammengefasst, das wir heute das Neue Testament nennen. Paulus hat mit seiner Unterschrift gewissermaßen einen Stempel gesetzt und es sind im Wesentlichen seine Gedanken. Aber weil er alles, was er geschrieben wurde, mit seinen Freunden noch gesprochen hatte das, was in den Briefen stand, aber mal viel mehr Wert, als wenn er das alles nur allein geschrieben hätte. Paulus hat diese Unterschrift auch deswegen mit Freuden setzen können, weil in der Gemeinschaft mit seinen Mitverfassern und der Gemeinde Friede herrschte. Es ist ein Zeichen der lebendigen Gemeinschaft untereinander, dass am Ende des Briefes sinngemäß steht: Der Herr des Friedens sei mit euch allen. Drittens, Frieden, das ist ein Begriff des Herzens, ein Ausdruck seelischer Reife. Es sind nur 3 kurze Verse und es zeigt sich, dass da ganz viele Dinge positiv in Bewegung sind.
Dass dabei von Frieden gesprochen wird, ist kein Widerspruch. Friede im Herzen, das ist Bewegung, kein Stillstand. Friede im Herzen, das bedeutet ein lebendiges Herz. Friede im Herzen, das bedeutet ein von Liebe bewegtes Herz. Und dabei kommt man auf ganz viele Ideen, was man alles füreinander tun kann. Friede im Herzen, das bedeutet bei all den vielen Dingen, die einen bewegen, dass dabei ein Gleichgewicht da ist, dass von allem Guten, das getan werden kann, niemals zu viel des Guten getan wird. Das ist ähnlich wie das Gehen auf zwei Beinen. Ich gehe einen Schritt mit meinem rechten Bein, das bedeutet nun keineswegs, dass das linke Bein nun böse oder gar überflüssig wäre. Ich brauche es, um den nächsten Schritt zu tun, um voranzukommen. Solch ein Gleichgewicht, wie wir es von Kindesbeinen an gelernt haben, schrittweise voranzukommen, ist der Friede in der Seele. Ein immer weiteres Voranschreiten in der inneren Entwicklung. Bis hierher reicht unsere seelische Entwicklung. Das, was wir hier haben, haben wir erreicht. Aber der innere Friede im Herzen verlangt es von uns, weiterzugehen, weitere Schritte zu tun in den Herausforderungen, die uns das Leben stellt, die uns Gott stellt. Wir werden nach der Predigt das Lied Ich singe dir mit Herz und Mund zu Ende singen und darin noch die Strophe Einung, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht allein, so wirst du hier in Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Das ist ein wunderschönes Lied, das ich sehr mag und es seinerzeit zu meiner Konfirmation auswendig gelernt habe. Trotzdem will es mir scheinen, dass es doch nur ein matter Abglanz ist von dem, was Paulus meint, wenn er vom Frieden des Herzens spricht. Der Herr des Friedens sei mit euch allen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre